Nintendo präsentiert. Hallo zusammen, ich begrüße euch zu meinem ersten Let's Play, The Legend of Zelda Ocarina of Time. Aber wir spielen weder die Version auf dem Emulator oder der Virtual Console, noch das Remake auf dem 3DS. Nein, denn wir spielen die Master Quest Version von der Gamecube Disc, die anno 2003 oder so ähnlich bei Zelda Wind Waker beilag. 2003 stimmt doch, oder? Ach egal, fangen wir endlich an. Feature aktivieren, na Logo. Ist auch nicht, hm? Ah ja, der Ladebildschirm. Mach mal, ich will anfangen zu spielen. Und da sehen wir es. Das typische Intro von Ocarina of Time. Mit Link, der auf Epona, die hylianische Steppe entlang reitet. Und der Titelscreen erscheint. Dann fangen wir doch einfach mal an, was? Ja. Spiel wird gespeichert. Wie oft sehen wir diesen Screen wohl noch? Alles klar. Dann schauen wir doch mal unter Option, ob alles... Was? Manchmal Option wollte ich zuerst. Stereo einmal drücken. Jep, müsste stimmen. Fangen wir mit Datei 1 an. Wie ich mich hierbei nenne, das ist eigentlich im Unterschiedlichen. Nein, also in der Regel ist es so, dass ich mich entweder nach dem Protagonisten nenne, in dem Fall Link, oder ja, nach mir selbst. Ich meine, wer macht das nicht, oder? Wir sehen uns doch eigentlich immer in der Rolle des Helden, oder zumindest versuchen wir es. Dann nenne ich mich doch einfach mal Michael. Und bei dieser Gelegenheit will ich mich auch noch kurz vorstellen. Ich heiße Michael, bin 22 Jahre alt und komme aus der Schweiz. Oh, schon geht's los. Es war einst in einem fernen Land. Seit Anbeginn der Zeit wacht der mächtige Deku-Baum über die Kinder des Waldes. Jedem der Kokiri schenkt der Wächter eine Fee. Als seine Abgesandten schützen sie jene reinen Herzens. Klingt doch cool. Link, hast du jetzt echt die Augen offen? Das Schicksal hat jedoch einen Auserkoren, dessen Bestimmung es ist, den Gesetzen vergangener Zeiten zu entfliehen. Was ist der kleine Junge da? Oh, es scheint, als hätte Link irgendwelche Albträume. Hm? Wow. Der Controller vibriert. Tatsächlich, wir sind im Traum von Link und ein weißes Pferd mit 2 Frauen oben drauf. Was soll denn das? Was nicht so ist. Was ist denn das da? Oh mein Gott, ein Alien mit roten Haaren. Nein, die Marsmenschen unter uns. Nee, Scherz beiseite. Navi, wo bist du? Erscheine. Oh, der Deku-Baum spricht zu uns. Beziehungsweise, er spricht zu Navi. Navi, holde Fee, höre die Worte des Deku-Baumes. Spürst du es? Diabolische Kräfte bedrohen unser Land. Die Kreaturen der Nacht sammeln sich, um das Schicksal Hyrules zu besiegeln. Für lange Zeit war ich es, der die Schatten des Unheils daran hinderte, das Land zu erobern. Doch nun ist die Konzentration des Bösen so stark, dass meine Kräfte nicht ausreichen, die dunklen Mächte zu bannen. Die Zeit scheint reif, da der Junge ohne Fee seine Bestimmung erfahren soll. Die Jugend und Reinheit des Jungen sollen Hyrule wieder auf den Pfad des Lichtes führen. Navi, geh nun, finde unseren Freund und geleite ihn zu mir. Meine Zeit ist fast vorüber, mir bleiben nur noch wenige Stunden. Flieg, Navi, flieg! Das Schicksal des Dorfes, gerade aus der ganzen Welt, liegt in den Händen dieses Jungen. Okay, bin schon unterwegs. Oh, das ist irgendwie ein episches Intro, was? Und Navi fliegt los. Juhu. An ihm die Kurve. Auch noch stark, wollte ich sagen. Das war auch knapp. Ja, 20. Wo wohnt denn der? Okay, das war ganz wichtig mit Link. Kein Kommentar. Mann, Navi. Genau, da ist er. Oh Mann, jedes Mal das gleiche mit Navi. Aber irgendwie ist schon noch cool.
Jedes Mal aufs Neue, wenn ich Ocarina of Time spiele, erfreue ich mich über diesen Anblick, beziehungsweise über diese Szene. Ja, es hat schon irgendwie was. Ne, Link hat wirklich die Augen offen. Okay, also den Trick muss er mir unbedingt mal beibringen. Hallo Michael, wach auf! Der Dekobaum hat dich zu sich gerufen. Michael, wach auf! Kein Bock, Mann. Geh wieder. Los, komm schon! Es sollte die Zukunft Hyrules wirklich in den Händen dieser Schlafmütze liegen? Du kannst noch blöder Fragen stellen, aber. Was ist denn los, Mann? Ich hab so schön geschlafen. Wie sitzt Link da? Wie ein Schuljunge fast, na egal. Mensch, bist du aufgewacht? Ich bin Navi. Der Dekobaum bat mich, dich ab jetzt zu begleiten. Schön, dich kennenzulernen. Servus, alte Fee. Ja, manchmal noch ein Österreicher. Der Dekobaum hat dich zu sich befohlen. Steh also endlich auf. Bin schon auf dem Sprung. Ja, eigentlich fast wortwörtlich auf den Sprung. Mann. Ich habe meine Zunge verknotet. Ich muss endlich mal lernen, leise fast. Leise hätte ich fast gesagt. Nein, ich meine langsamer und deutlicher zu sprechen. Keine Sorge, Leute, das kommt mit der Zeit und der Erfahrung. Guten Morgen, Michael. Und die Stimme muss interessant passen. So, wie ich schon gesagt habe, im Sprung. Im Flug. Hey, eine Fee? Endlich hast du auch eine Fee, Michael. Ja, toll, wa? Die freut sich wirklich. Wow, das ist cool, ich freue mich für dich. Nun bist du ein wahrer Kokir, Michael. Du sagst es, Mann. Das ist wirklich wahr? Der Dekobaum möchte, dass du zu ihm kommst? Yo. Es ist eine große Ehre, von Dekobaum treten zu dürfen. Das habe ich auch schon festgestellt. Ich werde hier auf dich warten. Geh nun, denn der Dekobaum hat dich gerufen. Und so was ganz Besonderes sein. Was ist denn hier drüben noch? Eine Zeichnung von Link. Manchmal ein Dinosaurier. Die kennen hier Dinosaurier. Also, die Zeichnung ist jetzt für mich nicht unbedingt neu, aber der Kenntnis, dass die Dinosaurier kennen, ist egal, ich schweife ab. Ah, endlich können wir spielen. Legend of Zelda Ocarina of Time, eine wahre Legende, wie ich finde. Es gehört ja zu den besten Spielen überhaupt. Ich meine, zumindest laut dem Guinness-Buch. Laut dem Guinness-Buch soll es zu den Besten gehören. Was mache ich eigentlich genau? Unsere Aufgabe ist jetzt zum Dekobaum zu gehen. Das Problem hierbei ist, da vorne versperrt uns irgend so ein Typ in den Weg. Wir kommen da nur durch, wenn wir uns mit Schild und Schwert bewaffnen. Für den Schild brauchen wir insgesamt 40 Rubine. Die können wir hier sammeln, sobald wir durchs Gras marschieren und so. Das ist so gesehen kein Problem, aber das Kokierschwert müssen wir uns erst noch holen. Jo! Gut gemacht, Link. Gleite ich mal unten durch. Beziehungsweise komm hier wieder hervor. So, dann schauen wir doch mal. Und hier noch als Insider-Info. Dieser rollende Stein, wow! Ganz schön nah. Dieser rollende Stein soll Gerüchten zufolge ein Gorone sein. Okay, also sieht es für mich überhaupt nicht aus wie ein Gorone, aber von mir aus. So, was habe ich gesagt? Genau. Insgesamt 40 Rubine brauchen wir für den Schild. Die müssen wir uns nachher kaufen und das Schwert. Allerdings, das bekommen wir so gesehen gratis und das befindet sich genau hier drin. Okay, Link öffnet die Truhe und was findet er? Ganz genau, das Kokiri-Schwert. Wähle es mit A. Ja, ich kenne die Steuerung, danke. Danke, ich spiele das Spiel nicht zum ersten Mal. Oh ja, bevor ich jetzt... Das ist gerade ein guter Einstieg. Weil ich habe ja in der Kanalbeschreibung geschrieben, dass dieses... Moment mal, ich muss das Schwert noch ausrüsten. Ja, in der Kanalbeschreibung, beziehungsweise im Titel... In der Partbeschreibung, so jetzt habe ich es, Mann. In der Partbeschreibung steht, dass dieses Spiel Half-Blind für mich ist. Und das bedeutet eigentlich nichts anderes als... Ja, werde es Kampfmöglichkeiten halten. Also, Half-Blind, was heißt das? Es ist nicht völlig blind für mich. Wow, was für eine Kenntnissen. Nein, es geht da... Macht der Karate? Egal. So, es geht darum, dass ich das Original Ocarina of Time, sowohl auf dem Nintendo 64 damals, 98 und 2000 auch noch, gespielt habe, nach auf der Virtual Console und so weiter und so fort. Aber
das Spiel Master Quest noch nie gespielt habe. Ja, ich bin auch nie dazu gekommen. Ja, mit Wind Waker und anderen Zelda-Spielen hatte ich eigentlich immer genügend zu tun und der Gerüchte zufolge, was heißt Gerüchten zufolge, es ist wirklich so, soll Master Quest eigentlich nicht groß, eigentlich einmal ein paar Rubine, sollte Master Quest nicht groß vom Original unterscheiden. Ein großer Unterschied besteht darin, oder der einzige Unterschied besteht darin, dass die Tempel und Dungeons in Master Quest völlig neu aufgebaut sind, also auch die Rätsel, die darin zu lösen sind. Und natürlich auch die Fundorte der goldenen Skulptur aus den Tempeln, beziehungsweise Dungeons. Das soll aber auch schon alles sein. Deshalb dachte ich mir, wenn ich schon Ocarina of Time wieder mal spielen will, jetzt auf der, so gesehen als Original, das Originalversion, nicht auf dem 3DS, weil auf dem 3DS habe ich Ocarina of Time, das Original schon durchgespielt, aber Master Quest will ich zumindest das erste Mal in der richtigen Atmosphäre spielen. Ja, und deshalb dachte ich mir, das kommt doch garantiert, ja, na klar, war doch so. Um meinen Satz zu beenden, dachte ich mir, kann ich doch geradezu gut hier noch als auf der Original-Disc spielen und danach gleichzeitig als Let's Play starten. Ja, ich weiß, dass ich so ansehen kann. Gut gemacht, dies war mit Hilfe deiner Fee möglich. Was Navi hat mir dabei geholfen? Wie schön, dass du anständig geplaudert hast. Was, die freut sich auch? Das wäre mir neu. Blickt deine Fee zu einem Objekt an einer Person, drücke L. Ja, sehr gut. Weil eigentlich ist Link in diesem Dorf ja eher ein Außenseiter. Wieso das so ist, erfahren wir noch. So, ja, seht ihr schon. Können wir mal schnell sehen. 40 Rubine für den Schild und tschüss. Wir brauchen noch etwa 12. So, und hier noch ein kleiner Trick. Ihr habt ja vorhin gesehen, sobald wir hier über diese, ja, was sind das eigentlich? Das sind zwei Flächen entspringen, bekommen wir jedes Mal 5 Rubine aufs Neue. Das funktioniert aber nur, wenn wir jeweils wieder, also ja, mit einmal hin und zurück ist leider nicht getan. Wir müssen jeweils ein Gebäude neu betreten. Wieder betreten, Mann. Es ist der erste Part, Leute, es tut mir leid, aber ich werde mich im nächsten Part etwas bessern, das heißt auch langsamer, deutlicher sprechen und hoffentlich mich nicht mehr so oft verplappern. Meine Güte, darf wohl nicht wahr sein. Dann ist es hoffentlich auch etwas unterhaltsamer für euch. Na, Tonfrosch im Hals habe ich auch noch. Das ist wirklich ein grandioser Start. Was, ein Herz ist hier drin? Komm schon. Ein Rubin, der wäre jetzt nicht schlecht. Ja, 5 sind noch besser. Ein Rubin, hey, 5 sind wirklich besser. So, wollte ich einfach irgendetwas sagen zu Halfban und so? Eigentlich nicht. Wie gesagt, Master Quest kenne ich von daher noch nicht. Bin gespannt, wie es aussehen wird. So, dann kaufe ich mal den Schild. 40 Rubine, meine Güte, ist das teuer. Aber egal, ich hoffe... Ja. Ich hoffe, damit ist es getan. Wir müssen den Schild nicht noch einmal kaufen. Das kann immer passieren, dass der dummerweise verbrennt, weil er nicht feuerresistent ist. Also so oft ist es mir nicht passiert, zugegebenermaßen. Aber ja doch, Moment mal, vor Ocarina of Time 3D ist es mir einmal passiert. Nein, noch nicht. Mache ich nachher. Hier steht speichern. Und jetzt kommen wir zu dem Typ, den ich vorher gemeint habe. Der lässt uns einfach nicht durch. Beziehungsweise will es nicht. Also. Was ist los mit dir? Bevor du zum Dekubaum darfst, musst du dich zunächst mit einem Schwert und einem Schild ausrüsten. Hallo? Brauchst du eine Brille oder was? Hör doch mal genau hin. Hey, was ist das? Na, endlich sieht das. Du besitzt einen Deko-Schild? Und auf deinem Rücken trägst du ein Schwert? Wow, Blitzmerker, ey. Meine Güte. Unglaublich, es ist in der Tat das Kokiri-Schwert. Du sagst es. Heiliger Deku. Wie dem auch sei. Ein Weilchen bleibt immer ein Weilchen. Weil ich niemals einen der unseren akzeptieren. Wie nur kann es sein, dass erst Sali und auch der Dekubaum so viel Vertrauen zu dir haben? Grummel. Was zum Teufel bist du für ein Assi, ey? Ist egal. Also Leute, ich sehe schon, die 15 Minuten Grenze habe ich schon bald erreicht. Ich muss den Part hier beenden, aber wir sehen uns gleich wieder und ich hoffe, mein Let's Play gefällt euch. Wie gesagt, ich werde besser. Keine Sorge, das wird sich schon wieder in den nächsten Parts zu einkriegen. Spätestens im nächsten oder im nächsten Let's Play. Also dann bis zum nächsten Part. Ciao!